grossen Ausritt. Endlich ist es so weit. Alle Rosse vom Stall stehen herrlich geputzt und zweckmacht parat. Voller Tatendrang schwingen die grösseren und kleineren Ritter die Beine über den Sattel, fischen nach den Steigbügeln und nehmen die Zügel auf. Nachdem der Stallchef alles kontrollieren konnte, betont er einmal mehr, dass Lauern und Reiten nicht zusammenpasst und darum alle mit dem Kopf bei Sache sein sollen. Dann bestimmt er, welcher Ritter auf welchem Ross sich auf welche Position stellen soll. Dann geht's los. Alles der Patricia nachher. Das ist die Leiterin der Truppe. Weil die Milli schon manches Jahr Erfahrung hat im Umgang mit Ross und wirklich eine gute Reiterin ist, macht sie das Schlusslicht. Die Patricia will sogar, dass sie mithilft, Kommandos zu geben. Henne cool. Im Abstand von mindestens einer Pferdelänge zum Vorreiter macht sich eine lange Kolonne auf den Weg. Der Luki, ihr Kumpel, ist genau vor ihr. Sie sieht, dass er nur ein paar Schritte vom Ponyhof Sonnenberg fort gerade ein kleines Geschlägel mit dem Billy überkommt. Der findet es nämlich überhaupt nicht witzig, so weit hinten zu laufen. Er will überholen und das am liebsten, bis er zuvorderst vorne ist. Der Wallach vor ihm ärgert sich darüber, dass er ihm dieser Welt auf die Pelle rückt und deutet mit der Hinterhand ein Ausschlagen an. «Hey Luki, jetzt zeig dem eins, wer der Chef ist. Es häschert dir etwa, wenn du nicht aufpasst.» «Ich weiss es, ich versuche die ganze Zeit zurückzuhaben, aber der tänzelt unter dem Sattel wie eine Ballettöse.» «Du musst ihm nicht dauernd der Lavere hängen. Einmal deutlich Zügelhilfe geben, energisch hör auf sagen, dann kuschelt die Badhose schon.» So macht's der Luki. Und tatsächlich, plötzlich kann der Billy anständig an der Strasse nachlaufen. Ross sind echte Schlitzohren. Man muss immer gut getroffen sein, dass sie nicht ihren Kopf durchdrücken können. Sonst, wenn sie einmal herausgefunden haben, dass sie Oberhand haben, dann ist es nicht mehr lustig. Ein Billy, der meint, er sei der Grösste, funktioniert übrigens zuvorderst der Gruppe so schlecht. Bis er vorne ist er ein Held. Mit stolzem Gang zieht er allen vorbei. Und von dann an, wo er an der Spitze nachkommt, hüppert er nur noch in der Gegend um. Dreht der Kopf nach links, rollt die Augen, dreht der Kopf nach rechts und wird stabelig. «Wow, ein Stude, der sich bewegt. Der drinnen hockt sicher ein Monster, das noch nichts gegessen hat und nur auf mich wartet. Huch, eine Unterführung, Hilfe, ich muss den Hinterzigang drin tun. Das ist das Zuhause von einem riesen Krokodil, das nicht direkt in sein Maul hineinlaufen. Könnte das sein, was er denkt, bevor er fluchtartig davon dächelt. Nicht wirklich so lustig für drauf zu hocken. Und darum reitet der Luki mit dem Billy eben auch nicht zuvorderst.